Moin moin und guten Tag. Hier ist wieder der Plattkanal mit Dut und Dat. Ich freu mich, dass du wieder rinkickt. Dut ist all nu min Sendung Nummer 15. Lass uns mal 15 machen. Das ist bei den Handwerkers ja der Begriff für die Frühstückspause. Das mein ich aber nicht. Ich mein Urlaub, also so richtig 15. Weil sind ja nu mitten in der Urlaubszeit. Ein Großteil ist all weg, wie der anderen galt bald los und ein anderer Teil feuert nicht in Urlaub. Corona, Inflation, kein Geld, kein Lust, weil sind auch überall van, Tus ist doch an best. Die Gründe, die sind unterschiedlich. Von mir nun noch mal ein Tipp an die noch los will. Also an die See oder in ein Hotel mit Pool. Lobt nicht Leaks mit Kottebüchs und Söcken und Sandalen und Handauk und den Arm nach der Sonne liegen. Die ganze Welt weit, dass Süden und Deutschland kommt, trägt ja zumindest ein Trikot von Österreich an. So mag ich das Jimmes. Die können auch mal einen aufkriegen. Das nächste Thema, auch noch in der Dut und Dat. Der amerikanische Präsident Joe Biden, der hat Corona. Er muss nu eismal ein paar Tage Köttepern. Was wir so hört habt, ist das nicht ganz so schlimm. Das sieht bei Wladimir Putin all anders aus. Er schien auch krank zu werden, aber er sagt nicht, was er für eine Krankheit hat. Das muss aber irgendwas werden, wo man so einen obdunsen Kopf von kriegt. Hauptsache ist das nicht so schlimm. Wir wollten ihm doch noch inbuchten. In Italien ist auch allwetter allerhand los. Stabil regieren, das könnt sie doch einfach nicht. Mario Draghi, der hat sein Amt nu darlegt. So ein lebensfrohes Volk. Was ist denn dort bloß los? Wenn du die ein italienisches Auto kaufst, dann darfst du die nicht wundern, wenn das mal nicht läuft. Oder ein italienische Kaffeemaschine. Das kann schon mal passieren, dass das bloß zischt. Und auch die Foutball in Italien, die hängt ja auch noch ein Betten durch. Zur Weltmeisterschaft fällt sie ja gar nicht hin. Pizza, Spaghetti, Eis und Rotwein, da kannst du die auch verladen. Das schmeckt. Verladen kannst du die auch durch, dass meist all Jahr ein neu Regieren weltweit. Seit 1945 allmeist 70 Mal mehr Präsidenten als die HSV-Trainer hat. Und das will doch all was heiden. Da sind wir nu all auch wieder das nächste Thema. Die HSV. Eigentlich ist das ja was für die Rubrik Sport. Aber heute können wir das auch in der Wirtschaft loben lassen. Die HSV, die kriegt heute eine eigene Überschrift. Und nu, wenn man nun nicht gerade ein großer Anhänger von HSV ist, dann fängt das allmählich an, Spaß zu machen. In meinem letzten Beitrag habe ich noch groß vertellt, dass die HSV in aflobem Geschäftsjahr einen Gewinn gemacht hat. Doch diese Meldung ist all nichts mehr wert. Für ein paar Jahre hat die HSV an die Stadt Hamburg ein Vereinsgrundstück verkauft und dafür 23,5 Millionen Euro kassiert. Mit das Geld soll das Stadion saniert werden, weil besonders das Dach instand gesetzt werden muss. Kalkuliert worden sind die Kosten so bummelig ob 30 Millionen Euro. Für die Lobensaison ist der Spielbetrieb auch noch genehmigt. Für das nächste Jahr sieht das alten Betten alles gut. Und besonders für das Jahr 2024, den schuld im Volksparkstadion ein paar Spiele von der Europameisterschaft uttragen waren. Und nu ist das passiert, was man sich schon all denken kann.
Die 23,5 Millionen Euro sind nicht mehr da. Verschwunden in lobenden Spielbetrieb. Und nu kommt Ruth, dass der Umbau auch noch viel dürer wird. Weil besonders in der Bauwirtschaft die Kosten explodiert sind. Ich mein, falls das überhaupt das benötigte Material Gift aber vielleicht noch nicht mal eine nehmen, die das gut führen könnt. Und ganz nebenbei hätte die HSV dann Sportdirektor Ruth Schmetten. Ich mein, die haben sowieso all Kabinenverbot. Die Vorstand, die möchten nur auch noch gern in die Mannschaft investieren, hat aber nur kein Geld. Also kann die Mannschaft bloß verstärkt werden, wenn Spieles verkauft wird. Mag das Sinn? Und wenn das nun noch nicht nachwollt, ist nu auch noch Uwe Seele verstorben. Die größte Spiele, dann die HSV jemals hat. Ein Idol in ganz Deutschland und ob der ganzen Welt. Ganz unschuldig ist die HSV hier aber nicht. Die hätt ihm dann Rest geben. HSV. Und nu ist wieder Zeit für Helmut. Helmut wollt unterwegs, wie mir schien. Moin, hier ist Helmut. Ja, genau. Ich wollt unterwegs mit mi Moped. Lässte weg, hat dat so heit woll. Mit min Sommerhelm, so'n Halfschal, so mit Ohrenklappen und Lederriemen. Dann Riemen, dann hag aber gar nicht tau. Den kriegen die Ohren noch so'n Betten Luft. Und ich könnt auch Fellbäde telefonieren mit min Handy. Ich ha dat überhaupt nicht mitkriegen. Ob mal überhaupt mi die Polizei und will mi wat wegen Telefonieren, mit Feuern. Alles klar, hab ich gedacht. Helmut, nu kommt din Auftritt. Ich ha mi von paar Wecken, neues Handy kauft. Das sieht ut as ein Rasierapparat. So richtig echt. Muss erstmal ein Betten wat wegklappen, damit man telefonieren kann. Ist aber kaum zu sein. Ich hab gesagt, ich hab überhaupt nicht telefoniert. Ich hab mich rasiert. Ich sag, telefonieren ist hier für Bahn, aber rasieren ist nicht für Bahn. Die hab völlig dumm kecken. Die einen hätten noch gesagt, aber du hast schon noch alt Stoppel im Gesicht. Ich hab gesagt, ich hab aber grad erst anfangen. Helmut, besten Dank, rasier die Wiege. Weit kommt nu zur Sport? HSV. Ach nee, da hätten wir sie all hat. FC Bayern München. Ja, die sind ja nu grad in Amerika. Lewandowski, das Gerangel, das ist nu endlich vorbei. Lass hei sein, dass hei in Katalanien glücklich wird. Wie de Tommys ist hier nu grad die Europameisterschaft von der Frauenslüd. Und die deutschen Frauens, die statt in Halbfinal gegen die Franzosen. Wenn das nu auch noch klappt, gibt vielleicht ein Final gegen die Tommys. Ob die Queen denn wohl noch mal die Parade aufnimmt? Also ich würde das gut finden. Mein Parade für hüt ist nu allwetter vorbei. Dat wohl wär der Plattkanal mit dut und dat. Lass ja dat gaut gehen. Ich meld mich wieder. Ich bin Jürgen Müller.